Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Wir machen uns jetzt auch gleich hier direkt an den Markt dran. Ich muss gerade mal gucken, was ich im Beutel habe. Wir haben 15 Perlen, 8 Hinkle, 4 mal Reis und Silberlöffel und 5 mal Cider. Mir ist noch eingefallen, ich habe da noch einen sehr einfachen Trick, um an viel Reis und Gewürze dran zu kommen. Der ist mir beim letzten Mal total entfallen, da wollte ich einfach nur noch alle Lachen mal zurückkommen. Aber es gibt hier einen ziemlich easy Trick, um an Gewürze und an Reis dran zu kommen. So, dafür müssen wir erst einmal die dappische Viecher hier loswerden. So, kommt schon her, ihr Kotzeviecher. Euch machen wir jetzt mal ganz fix platt mit der Höllenfaust. Und da können wir das bei der Gelegenheit auch schon mal ein bisschen aufleveln. Oh scheiße, das bringt echt sehr wenig. Noch einmal. Auf die Schniss. Zack. Und platsch. So, jetzt haben wir hier was. Und da müssen wir jetzt eine Weile im Kreis drehen. You spin me right round, baby, right round. Like a record, baby, right round. Ja, das müssen wir jetzt eine Weile machen, bis der gute Ackermann hier vom Sand verschlungen wird. Und dann finden wir unterirdische kleines Versteck, wo wir 99 Reis und 99 Gewürze kriegen. Da müssen wir doch nicht großartig handeln. Das ist an sich echt ein sehr, sehr praktischer Trick, falls ihr nicht euer Juwele verschleudern wollt. Und wenn ihr definitiv nicht mehr so viel Kohle habt, wie ich auch derzeit nicht mehr so viel Kohle habe. Das Problem ist halt, hier zieht es wirklich permanent ab. Ihr seht ja die Kraftpunkte, die fallen schneller als ein Bungee-Jumper, beziehungsweise das schluckt mehr als eine Prostituierte noch Mitternacht. Das ist absolut heftig, wie hier derzeit unser KP runterplotzen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. So, ich sollte mal vielleicht zwischendurch einen Krafthauch wirken. Das tut dem Ganzen keinen Abbruch, wenn ich das mache. Wir müssen einfach nur eine Weilchen hier in der Gegend rumschwirren und ja. Boah, mir ist schlecht hier. Ja, das ist verständlich. Wenn ich so im Sand rumgurke, det man wahrscheinlich auch schlecht wäre, wenn ich die ganze Zeit nur im Kreis rumgespinnt wäre, Aber so ist es halt. Lasst sich nicht ändern. Ich will einfach sehr günstig jetzt an Reis und Gewürze dran kommen. Aber den Trick könnt ihr euch definitiv merken, wenn ihr selbst mal gespielt habt oder vorhabt wieder zu spielen. Man kann hier immer wieder was lernen, vielleicht habt ihr das ja noch nicht gekannt. Ach ja, jetzt drehen wir der Rest hier noch unser Bahne, bis wir verschluckt werden. Ja, und bis dort hier halte ich jetzt auch mal die Goschen los, ein bisschen Musik laufen. Hier ist...
Hey, wo bin ich denn jetzt? Jetzt kann ich mich hier unten ein bisschen bewegen. Reis und Gewürz erhalten. Yay! So, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir wollten. Jetzt können wir gleich wieder noch alle Lachemerei fliehen. Und wir gucken uns unser Beuteach gleich mal an. Das sehen wir jetzt. Reis und Gewürz 99. Das heißt, jetzt können wir so richtig anfangen hier loszulecker. Wir schließen in 4 Minuten Kaffee, bis oder geh weg. Hier kannst du die feinste Düfte Kaffee von nur 3 Gewürzfässer. Ja, komm. Als Herde mit dem rosa Wasser. Nehmen wir erstmal 10 Stück. So, sind wir bei 3, 9 und dann sind wir bei 10. So, perfekt. Was hast du dann hier anzubieten? Mit meiner Perle wäre viel Spaß, aber ja. Nee, die. Vielleicht Eva Meuer. Was war mit deren Nummer? Das Rubinherz, genau. Moxerstab oder Seide Skarabäus und Kalksteintafel. Nee, das kann ich noch nicht holen. Blecheimer, verzehr Gewürzfässer, komm, ist gekauft. Wir haben so jetzt derzeit. Wo ist er dann, der Blecheimer? Nicht dabei. Da ist er vielleicht bei meiner Rüstung mit dabei. Man weiß es als nicht. Da ist er doch. Ein Blecheimer. 18. Perfekt, den nehmen wir doch. Was ist da mit derer? Fernes Land. Jaderei für 3 Hinkle und 3 Perle. Komm, als Herde mit. Ja, ich wäre glücklich damit, auf jeden Fall. Da sind wir jetzt. Jadereif. Ist er da dann nicht mit dabei? Aufgelistet? Nee, nicht. Allerhaupt, dann ist er vielleicht bei der Rüstgegenstände mit dabei. Blecheimer? Nee. Nee. Hier ist er auch nicht dabei. Wo war denn der nochmal? Jadereif. Gegenstände. Ah ja, genau. Bei Gegenständen müsste ich reingucken, wenn ich jetzt nochmal wisst wie. Genau. Erhöht deine Fähigkeit, ein bestimmtes Ziel zu treffen. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ja, und die hat nichts anderes mehr, die Armfrau. Wie sieht es denn hier unten aus? Moxerstab, jawohl, 2 Hinkle, Juwele Skarabäus und 12 Gewürzfässer. Nee, das Skarabäus haben wir noch nicht. Sonnestell, Kalkstelltafel und 5 Reissäcke. Da muss ich erstmal Kalkstelltafel und Reis, nicht Reis, Quatsch. Müsste ich erstmal einen anderen exotischen Kram holen. Aber ich glaube, da sollte ich vorher nochmal zur Hinkelfrau gehen und dort noch ein bisschen einkaufen. Wo war dann, das war die Seidefrau, ja, genau. Die verlangt 3 Perle. Nehme ich da auch noch mal ein bisschen was davor. Und das war die Perlefrau verzehr Juwele. Komm, als Herde mit. Zack, das letzte geholt. Das war die Hinkelfrau. Gewürzsack und Reissack. Jawohl, als Herde mit holen wir uns nochmal 3 Hinkler. Wie viel haben wir jetzt im Sack? Ja, mehr als genug. So. Dann sollte ich jetzt nochmal zu dem Ort gehen, wo es die besondere Gegenstände gibt, weil in 4 Minuten machen die dicht und dann geht es in der Hauptstory erst weiter, bevor ich wieder auf den Markt kann. Aber ich werde mir auf jeden Fall alles holen. Huch, krieg ich dann die Spinne hier, die mache ich fertig. Autsch, nee, die macht mich fertig. Wer ist das? Was soll denn das? Ich hab grad gepennt. Oh, geschlafen, sorry. Bist du Vegetarier? Zumindest siehst du aus, mickrig, blass, ausgehungert. Ein bisschen Power kann doch nicht schaden. Ich hab genau das Richtige für dich. Kennst du Arnold? Bitte? Turboantrieb können wir mal wegmachen. Was ist dann Arnold, bitte? Oh, es gibt auf jeden Fall Muckis. Held wird zu Arnold. Allerdings brauchst du das Artimanin, um die Formel A zusammenzusetzen her. Von der 100 Juwelen gebe ich dir eins in meinem Handel. Heit mal nicht. Okay, gut. Ja, komische Gestalten gibt's auf der Welt. Das holen wir uns vielleicht mal wann anders. Aber ich mag jetzt erstmal dort hier gehen. Weil da gibt es die etwas exotischere Sache. Hallo, jetzt bin ich der erste Kunde seit der Eröffnung. Vor 3 Jahren. Ich habe heute super Angebot. Ich handle mit Kalkstelltafel von nur 4 Gewürzfässer und 2 Perle. Kennen Sie dir? Ha? Was Menschen? Ja, komm, her damit. Wie viel Perle haben wir da noch? 7, okay. 3 Kalkstelltafel, okay. Ich habe hier was ganz Besonderes. Ein Juwele Skarabäus. Kostet nur ein Gewürzfass und 2 Rosewasser. Ah, was denkst du dann? Na komm. Juwele Skarabäus holen wir uns noch einmal 2 Stück. Das kann nicht schaden. Und von der Kalkstelltafel holen wir auch noch 2 Stück, wenn es drin ist. So, perfekt.
Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Kruscht parat und können ordentlich tauschen gehen. Hallo Kleiner, willkommen im Kaufparadies. Hier kannst fast alles kaufen. Allerdings, dürst für ein paar Dinge noch zu jung sein. Du verstehst schon. Ja, wie kann ich dir helfen? Wie du mir helfen kannst. Ich tät eigentlich ganz gern verkaufen, weil das ist ja nur Schampel hier, was du da hast. Kann ich irgendwas verticken? Nee. Nee, da wären wir uns halt ähnlich. Und von dem Held vom Erdbeerfeld da drüber kaufe ich auch erst, wenn ich wieder genug Kohle hab. Beziehungsweise Juwele hab. Södele. Und dann gehe ich ja noch da entlang. Ach ja. Da kann ich jetzt nochmal Share einkaufen gehen hier. Was hast dann du? Armor Ultra. Super, gegen den Schleifstab. Was? Nö, nix da. Die handelt mit Rüstungen. Ich brauche Granitpanzer, Juwele, Skarapius. Oh ja, komm. Her mit dem Teil. Wir haben ja jetzt sowas. Da ist er doch. Granitpanzer. Hui, auf 19. Natürlich nehme ich den. Sofort. Was ist hier? Er bietet mir das Amulett vom Charon für 30 Reichsek. Ach du liebe Zeit. Also, nee. Achso, du bist noch Schüler in dem Verkürzer für 50 Reichsek. Ja, komm. Und jetzt weg hier. Ah, nee. Du. Als Schüler aber schon, komm. Für 30 insgesamt hole ich was. Weil wenn man denn auf ganz runter handelt, dass er nur verentsagt das Charons Amulett gibt, dann handelt er überhaupt nicht mehr mit ihm und man kann es nicht mehr in der Stadt kaufen. Schakalfigur, ui, 5 Gewürzfässer und 2 Hinkler, ja komm schon. Nimm mal Gewürze. Danke für die Schakalfigur. Huch, was ist denn jetzt? Oh. Jetzt ist wohl kein Mensch mehr hier, außer die lustige Händlerreihe. Dann sollten wir wohl zur Kundgebung gehen. Der Rest machen wir auf jeden Fall nochmal nach der Hauptstory. Aber hier geht jetzt was ab anscheinend. Heil dir, großer und mächtiger Hundegott! Zur Ehre vom Heiligen Hund wird in der Arena Kampfveranstaltung stattfinden. Der Gegner vom Vollstrecker wird vom Heiligen Hund selber ausgewählt. Wähl, Heiliger Hund, wähl den Gegner vom Vollstrecker! Da das unser Hund ist, der kennt uns leider, ne? Dann rennt er natürlich zu uns. Leverwurst, bist du's? Bist du der heilige Hund? Das ist ja albern. Der heilige Hund hat gewählt. Erwin, bring der Herausforderer an die Arena. Oh, dann kommt so ein Irokese-Frisur-Muschelprotz auf uns zu. Ich bin Erwin. Du kommst mit mir. Oh, Jesus. Was haben wir denn jetzt gelernt? Reizend hier. Du warst hier, Erwin wart draußen. So dürft niemand verletzt werden und deswegen lass ich einmal Muckispiele her. Jedenfalls nicht bevor der Vigor da ist. Der Typ hat einen komischen Humor. Sei gegrüßt, Fremder. Ich bin der Claudonius, der Berater von Neue Herrscher. Hi, ich bin der Ackermann, aber irgendwas läuft hier schief. Ich bin nämlich gar kein Gladiator wächst. Aber du bist ausgewählt worden. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Kämpf! Alle hopp, ich verlass dich jetzt, bereite dich vor. Die Tür wird sich noch mal schließen. Und wenn sie sich wieder aufmacht, dann hat eine Stunde geschlagen. Magst du bisherige Geschehen speichern? Ah, komm, alle hopp. Hammer. Alle lachen mal Arena. Ja, do lachen wir mal alle. Manometer. Wirklich gut, Leverwurst. Du hast mal wieder was Schönes eingebrockt. Normalerweise werde ich jetzt vor der Glotze sitzen und mal Wrestling angucken. Stattdessen muss ich jetzt selber kämpfen. Das ist cool. Ja. Römer-Toga gefunden. Aha. Ich will ja irgendwas anfangen. Da ist er, Römer-Toga. Ui, ja natürlich. Das ist sogar noch viel besser als der Schampel, den ich vorher gehabt habe. Warum auch immer die Toga verstärkt ist. Ist das eine kugelsichere Toga oder so? Ja. Ich kann es nicht sagen, was die Sache ist. Oh, da kann ich irgendwo in die Wand reinschluppen. Schön. Wo bringt uns das dann hier? Aha, Wachsfinish, nochmal Wachs, eine Zauberperle, noch eine Zauberperle, Bronzeklaue und ein Römerhelm. Ja, geiler Scheiß. Da ist der Römerhelm. Oh, das ist was Schickes. Und da ist noch die Bronzeklaue. Nicht schlecht, jetzt habe ich Handschuhe aus Bronze. Braucht man immer. Ja, wo schleppst du mich noch hier, Hund? Nee, nirgendwo hier.
Das ist das, was ich meine. Gerade hier in der Welt ist es definitiv sehr praktisch, als man die Wände zu untersuchen. Da kommt man nämlich an so geheime Kruscht dran. Na, alle hopp, jetzt muss ich wohl kämpfen. Du wartest hier, Leberwurst, verstehst? Und mach jo keinen Ärger. Oh. Arms Hindel. Na gut, jetzt muss ich wohl, oder ich will, durchgehen. Oh, aber schön gemacht mit der Arena, oder? Also für die damalige Zeit definitiv sehr geil gemacht. Da hockt ein Mogri drin in der Ränge da am Baldachin. Verehrte Damen und Herren, in wenigen Sekunden ist es soweit, werden sie Zeiger vom Kampf auf Leben und Tod. Aus dem fernen Pandoria kommt da. Der Vollstrecker vom Besen, die Verkörperung von der dunklen Macht, der begnadete Meister vom Inferno. Vigor, der Unkaputtbare. Ja, die Musik ist auch sehr episch. Mit seinem tappischen Panzerwache, den er da fährt. Okay. Und hier ist ein Herausforderer. Ackermann, der Versager. Danke für die Vorstellung. Gut zu wissen, dass die Zuschauer zumalten. Irgendwie erinnert mich die Szene an die Arena von der besessenen Reinigungsdame. Und ich scheine hier der Putzlappe zu sein. Das war's dann wohl. Der Kampf kann beginnen. Okay. Ich sage es, dass man den Muskelprotz halt nur auf dem Rücken erwischen kann. Da vorne ist das relativ unmöglich. Deswegen als hinne auf die Gosch drauf. Und gerade mal gucken, ob ich dort auch mit dem Hitzeblitz noch was anfangen kann. Auf der Vigor. Ja, es zieht ein bisschen was ab, aber nicht wirklich erheblich. Autsch! Und vor die Flinte sollte ich mal nicht geroten. Das ist auch nicht gerade so gut. Und hin und wieder beschmeißen mich die Zuschauer halt auch noch mit Schampel. Zack. Muss ich also warten, bis mal Zeit komme ist. Und dann in der Rückerei. Autsch! Ja, jetzt bewerfen sie mich wieder. Zack. Oh Mist. Ansonsten sehen ich mache nicht so besonders viel Schade. Hat's getroffen? Na, scheiße. Okay, jetzt kann er machen, was er will. Der Dappers. Ups. Na, jetzt haben sie mich noch verwischt, und die Zuschauer. Knetcap. Warte mal, Vigor. Der Widerliche. Gut, dass ich da unverwundbar bin in einem kurzen Zeitraum. Okay. Ich halte den Knabe am besten immer so, dass er nicht wirklich mich in freier Schussbahn hat, was ab und zu nicht vermeidbar ist. Aber ich versuche es trotzdem so gut wie ich es kann. Autsch! Jetzt hat er mich wieder verwischt, aber ich kann ihn auch wieder verwischen. So, da. Autsch, ich habe vergessen, dass du Dingens steht. Oh Mann. Mistkerl. Dann soll ich mich vielleicht nochmal heilen. Autsch, jetzt haben mich die Zuschauer wieder verwischt. Und hoffentlich hat es noch getroffen. Kann ich ja genau sagen, ob es getroffen hat oder nicht. Jetzt schmeißt er wieder mit irgendeinem Kruscht noch mir. Das macht nichts. So, da. Mach du ruhig, du Argeber. Mach du ruhig. Krieg ich noch. Jawohl. Dauert auf jeden Fall nicht so besonders lang. Ich denke, mein Level ist jetzt zwar nicht gerade das Beste, aber es ist auch nicht das Mieseste. Insofern dürfte der Kampf ruhig seine Zeit brauchen, aber er dauert nicht Ewigkeiten. Autsch, jetzt hat er mich wieder verwischt, der Knetkopf. Mistkerl. Aber die Endboss-Musik mag ich eigentlich echt bei Secret of Evermore. Die ist immer so düster, bedrohlich, mystisch schon fast. Ich mag die. Oh Mist, das war anscheinend gegen sein Panzerware drauf. Jetzt gibt er wieder der Protz. Atomkraft-Protz. So, der letzte Krafthauch auf mich. Gut, das hat ihm nichts gebracht. Manometer. Autsch, aber diese Scheißspeere kotzen mich an, dann kann ich kaum ausweichen. Manometer.
Aber mit einer guten Versteck-dich-Taktik dürfte das eigentlich generell gut möglich sein, den Kampf zu überleben. So, nochmal verwischt. Mach du nur, Kerl. So, das Ding kann ich auch schmeißen, habe ich auch kein Problem damit. Verwische durch dich trotzdem noch. Solange er nicht seinen komischen Dreizack schmeißt, ist alles in Ordnung, denke ich. Ja, scheiße, das war nur gegen seinen Panzerwache. Okay, ich versuche uns so zu verwischen. Das war schlecht. Okay. Ich muss mich echt aufs Werfer beschränken. Da hab ich ja Publikumsliebling. Nochmal? Jawohl, das war ein Treffer. Ja! Gerade noch so ausgewichen. Puh. Ich finde es aber trotzdem gemein, dass der Scheißkerl mir, den Beinamen der Versager gegeben hat. So geht's ja auch nicht. Schiebung. Ich hasse es, wenn die Leute parteiisch sind. Boah, Mann, das war knapp, du Mistkerl. Krafthauch habe ich jetzt auch nicht mit zur Verfügung. Das heißt, ich schlecke jetzt mal ein bisschen Nektar. Ups, das hat nichts gebracht. Aber wenigstens hat er mich mit seinem dappischen Kerchel nicht umgefahren. Kerchel ist auch so ein wunderschönes Pelzer Wort, muss ich sagen. Also das bezeichnet eine kleine Karre, Kerchel. Oder ein Schäß, ach gut. Wissen wir, was ein Kinderschäß ist? Das ist ein Kinderwache. Und der mit seiner gepanzerten Kinderschäß, der kann mich jetzt gerade mal. Boah, der kann mich am Ofen besuchen, der widerliche Wicht. Zack, noch mal einer drauf, weil es so schön war. Manometer. Komm schon. Okay. Pöbel schmeißt wieder noch mir, macht keine Probleme. Eva habe ich ihn. Ja, jetzt dreht sein Kinderschäß durch und explodiert. Das kommt davor, wenn man die Kinderschäß nicht im Rofu Kinderland kauft. So, und Level 13 hat der Ackermann auch noch erreicht und kriegt auch noch 1000 Juwele hinterhergeschmissen als Preisgeld. Wenn das nichts ist. Ackermann hat gewonnen! Mann, der muss so schwer sein wie ein Stäh. Herzlichen Glückwunsch, mir hätte ich unterschätzt. Springt doch runter und die ganze Arena wackelt. Nimm das Schwert als Belohnung. Jo, danke, jetzt habe ich den Drachetöter gekriegt. Merci und so, ne? Danke, aber kennen Sie mal Sache, wo ich eigentlich bin und warum ich hier bin? Und wie komme ich zurück nach Groß Ostem? Die Antwort findest westlich vom großen Fluss. Dort befindet sich die Juwele-Aare von der Hundestatue. Mit der Kraft von der Juwele kann dich unser König zurück nach Groß Ostem bringen. Juwele-Aare? Aller Hopp, warum nicht? Und das hier ist wirklich mein Hund. Und heilig ist er schon gar nicht. Unser König sagt, dass die Statue mächtige Kräfte hat. Und nur die Aare können die Kräfte aktivieren. Wir brauchen jemanden mit deiner Fähigkeit, um die Juwele-Aare von der Statue zu finden. Tja, wie hat der Al Cooper in fliegender Aach-Äppel im Supermarkt gesagt, ich werde die Aare finden, wenn ich dabei beide Ohren verliere. Uff geht's, Leverwurst. Alter, der soll sich mal, wenn ich ja Z-Movies reinziehe, der Typ. Ist so schlimm mit dem. Ih. Hast du die Diamante-Aare schon gefunden, Nummer 2? Noch nicht, mein Meister. Aber ich habe in der Abenteuer in der Stadt am Fluss der Belohnung angeboten. Was? Du hast die zurückgebliebene Bauernbuwe noch der Juwele suchen? Die Mission ist äußerst wichtig und nicht vom Tumbe-Proletariat zu bewältigen. Wir brauchen einen Held. Die mögen nicht schlau sein, aber sie kennen die Gegend ganz genau. Der Bu sucht auch noch die Juwele-Aare. Wenn er sie findet, wird er etwas Nettes erleben. Wir haben schon mal ein Problem mit dem kleinen Störefried gehabt, Nummer 2. Sorg dafür, dass es nicht noch einmal passiert. Und halt den Hektor von der anderen Flussseite raus. Reizend, reizend. Jetzt kommen wir hier raus. Ich hab mir in alles erledigt, Leverwurst. Hinter der Wüste wart Großgrivel auf uns. Wir sollten dort den Fluss überqueren. Dann können wir weiter noch die Juwele gucken. Aller hopp. Und ich steht auch Sache, der Drachetöter können wir jetzt eigentlich mal sein lassen. Der bringt zwar 20, aber den habe ich noch nicht aufgelevelt und der Speer ist genauso stark. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore.
Pelzig. Yes, aber der Hund geht mal noch auf die Kletz. Der schnüffelt doch rum bei dem Kerl. Na gut. Aller gut, dann machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.